Krieg bleibt immer gleich. Und somit grüßt ihr zurück zu Fallout 4 in der Blöd Dreinschau Edition. Wie du siehst, unserem Charakter wachsen schon Tränensäcke unter den Augen. Sie ist derzeit relativ gelangweilt durch dieses Schlamassel hier. Und ja, dementsprechend geht es mir auch. Ein bisschen gelangweilt bin ich ein bisschen vor dem Spiel schon, aber wir haben noch viel zu tun. Also für Langeweile haben wir eigentlich, wenn wir nach diesem Punkt gehen, keine Zeit. Genau. Eigentlich war es ja heute angedacht, unseren Charakter mal umzubauen. Genau. Einmal neues Gewändlein anziehen und sonstigen Scheiß, was uns heute das Spiel zur Verfügung stellt. Genau. Wieso, was tust denn? Mei, bist du dumm, Mädel. Schlimm ist das mit der Frau wirklich wahrhörst. Warte mal. Ja, es ist halt nur die Frage, was nehmen wir denn? Weil wir haben ja da nichts erinnern, wie du siehst, ne? Ja, was soll ich da sagen? Gut, fangen wir mal an. Was haben wir denn alles? Warte mal, wir werden es anders machen. Wir haben ja jetzt eigentlich... dich habe ich noch... oh ja, Schurke mit der Gurke. 182, 182. Das ist eigentlich das gleiche. 308, okay. Jetzt werden wir mal andere Kaliber auffahren, dass du das gleich weißt und dass du gleich darauf einstellen kannst. Die Leo Verwesler, okay. Brandschaden gegen Tiere. Das ist die Waffe. Da haben wir aber ein bisschen zu wenig noch. Das ist der Scheiß, diese 556er Mumie. Die ist ja wirklich am allerwertesten selten. Man, jetzt habe ich eh schon einiges zusammentragen, wenn du so schaust. Aber dennoch, es ist halt noch sehr verbesserungswürdig. Was haben wir denn da herinnen? Schauen wir mal. Reduziert den Schaden, bla bla bla, 42, 49. Ja, macht guten Schaden eigentlich, gell? Ja, aber warte mal. Wie schaut's denn jetzt, was haben wir denn jetzt überhaupt alles an bei ihr? 11, minus 2. Okay, minus 2. Tja. Puh. Hast du irgendeine Krankheit, Mädchen? Statistiken? Aber schon langsam bin ich ein bisschen überfragt. Special Status. Ja, aber sie scheint ja nichts zu haben eigentlich. Warum hast du Wahrnehmung minus 2? Jetzt verstehe ich auch schon langsam, warum die meisten Schüsse in oder rund um das Thema Weiz daneben gehen. Genau. Das braucht man nicht. Warte mal. Rüstungswerkbank. Deep Pocket. Tiefe Taschen. Nö. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Komisch. Egal. Weißt du was? Wir werden es jetzt anders machen. Wir suchen uns jetzt Boston Buckle. Der goldene Grashüpfer. Daten. Da müssen wir wieder Daten suchen. Wir sind ja mit Daten beschäftigt, was? Wo ist denn der Scheiß? Aufgaben. Na, Inventar, Hilfsmittel, Kleidung, diverses. Wie hat das jetzt geheißen? Der
Der goldene Grashüpfer. Oder goldene Grashüpfer. Nahrung für den Grashüpfer. Hergestellt von Shem Drone, 25. Mai 1742. An meine Brüder und Grashüpfergenossen, niedergestreckt am 13. November des Jahres 1753 früh am Morgen durch ein großes Erdbeben meines alten Meisters im Himmel. Wie im Angesicht der Zerstörung durch Flammen entkam ich bei Zeiten den Hallen, den gebrochenen Knochen und Prellungen, wohlauf und heil. Des alten Meisters Sohn Thomas Drown, 28. Juni 1768, will ich Nachlass in meinem Büro versprechen, doch wandelmutig wie der Wind soll ich sein, an den Ufern des Charles, wo Meister Shem auf ewig ruhet, soll man finden den Wert eines ganzen Lebens. Das freut mich für die wirklich. Finde das Grab. Finde das Grab. Gut, dann werden wir uns jetzt als Grab-Sucher betätigen. Werden dieses Grab suchen. Waffen, Inventar, Daten, bla bla bla. Das ist da hinten, hinter der Galerie Pickman. Warte mal. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal als Grabschänder durch. Auch eine neue Erfahrung für mich, wahrscheinlich für dich auch, und somit haben wir was gemeinsam. Genau. Wenn ich mich nicht irre, sind wir nun in Folge 123 und haben noch nicht einmal und sind noch nicht einmal in diesen einen Turm rauf und haben uns mit den Herren von und zu Gunnern beschäftigt, beziehungsweise mit diesem Runner, der uns irgendetwas geben soll. Na, Kate, du ausgelutschte Rumkugel. Wir waren eigentlich schon fest am Ausräumen, fleißigerweise, wie wir sagen. Weh? Na, also. Zahltag. Perfekt. Na bitte. Keine Angst. Fürchte dich nicht. Die Klinge ist vom Eisen des Teufels, doch nur der Träger macht sie böse. Drown. Silberbahn. Kupfer, Silber, Silber. Und bitte, jetzt haben wir es benannt. Siehst du das, Kate? So schnell geht es und man wird als Grabschänder hingestellt. Gibt's da irgendwas? Nö. Sehr gut. Ich hätte gesagt, wir schauen uns die nächste Aufgabe an, die ansteht. Wetterfahne. Das ist nicht einmal weit weg von da. Bitte nicht die Bruderschaft, bitte nicht! Identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Hä? Ich gebe ja dann noch genau 1 Minute. Dann zerreißt es die ganze Bruderschaft wieder einmal. Oh. Torte! Du verlierst! Also das war ja leicht. Leicht? Das war zu leicht. Ah, das waren bei die Cabots, gell? Nö, das will ich noch nicht machen.
Obwohl, wäre interessante Quest, aber mag ich nicht. Der Typ wird uns eh noch anreden, der Eddie Spaghetti. Warnung, gefährlicher Flüchtling unterwegs. Versuchen Sie nicht, ihn festzunehmen. Nicht? Schade. Achtung, der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich Wo ist der? betrachtet werden. Mean Pastries, da waren wir schon, glaube ich, drinnen, gell? Ja. Na gut, die Innenstadt von Boston ist ja sehr interessant, ne? Es gibt ja nichts zu entdecken. Setze Suche nach Flüchtling und Ja, mach das. Ich hindere dich nicht dran, wenn du den Flüchtling suchst. An mir soll es nicht liegen. Und die Innenstadt hat wieder eine Performance. Posten Bargeld, ist das da auf? Ist halt immer wieder nur schwierig, sich an Stellen... Komm schon her, du Wichser! Ist halt nur schwierig, sich immer wieder an Dinge zu erinnern, wo du schon 300 Mal warst. Und... Wo ist der Legendärer? Ah. Wenn ich dich finde, wird's dir noch leid tun. Na, Kate. Du musst wie sagt man, du musst die Betonung auf das andere legen. Mir tut's mittlerweile leid, dass ich die mitgenommen habe. Wenn wir die Kate dann einmal haben, also im Dating Stimulator, dann werden wir mal eine Zeit lang ohne Begleiter herumlaufen. Dreck von meinen Stiefeln wischen. Okay, was für eine Scheiße. Mein Arm! Ja, und Stimpack Ich hab sie noch nie rettet so uns. todessüchtig gesehen. Warum sollte ich bei so einem Schlapfen wie dir? Oh, Da das schreit hat mein, sicher wehgetan. da schreit mein Fußpilz. So. Toll. So, Kate, du alte Pferderumpel. Hoffentlich. Na, es ist nichts Gescheites, das kann ich dir gleich verraten. Du kriegst wieder ein bisschen was von mir zugesteckt. Du alte, kleine, verrostete Knalltüte. Du Kotztüte einer Boeing 737. Ist es das wert? Oder eines Airbus A380. Ich weiß nicht, wie du das sehen willst. Hä? Waren wir im Shamrock schon drinnen? Na, ist die Old Corner Bookstore. Oh Gott, das ist mir zu viel und auf Englisch. Da müssen wir rein. Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Wieso? Ich habe einen praktischen Mistkübel, wo ich das reintun kann. Aber leider ist der Mistkübel schon voll.
Da, Zucker. Zucker in reichlicher Menge. So, mal rein da. Vielleicht ist die Performance da drin besser. Aber ich bin eigentlich auch eine Knalltüte. Das falsche Aufnahmeprogramm genommen für Fallout 4. Naja, wir werden das jetzt da schnell durchziehen. Dann wir das Aufnahmeprogramm tauschen. Und Alles sauber. dann geht's auch mit einem anderen Aufnahmeprogramm weiter. Ja, das eine Spiel kann ich nur mit dem Aufnahmeprogramm aufnehmen und das andere kann ich nur mit dem aufnehmen. Ja. Gell? Wie sie immer gleich geil schreit. Die kleine Warze. Und nein, das ist nicht NPC-Begleiterbeleidigung. Oder... Alarm, Kampfbereitschaft einstellen. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginnt. Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. Normicate. Hosen runter und her damit. Beacon Hill. Da müssen wir aussehen. Aber so groß ist ja das Gebäude da gar nicht, kommt mir vor. Hey. Ja, nein, lassen wir das. Ja, mein Kleiner, ich wollte dich nicht aus dem Leben nehmen, aber du hast mir keine andere Schanze gelassen. Mhm. Keine Ahnung, ob es jetzt da die 4-Schanzen-Tournee war oder irgendeine Stunt-Schanze für irgendeinen Film. Keine Ahnung. Ist doch mir egalowitsch. So. Was hat sie denn auf der 4? Was hat sie auf der 3? Ich hab keine Ahnung. Passt. Jetzt gefällt dir das, wenn du noch ein Buff-Out nimmst. Aber dann später ist sie die moralische Überheblichkeit. Mhm. Weil du dann Buff-Out nicht mehr darfst. Genau. Da wird sie dann eher zur Masturbationslatrine. Was ist denn das schon wieder? Dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Ah, ist dieser Anblick herrlich. Ah, da müssen wir es aufstellen. Blub. Mila entfernt. Gut, jetzt haben wir das auch hinter uns. Aber da in dem Gebäude war ja nicht viel was Aufregendes los. Cool. Jo, Kate. Das machen wir mal so. Jäger und Gejagter, begib dich zum Zit. Listen to dablabab. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Das machen wir mit Nick. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Na, in Buddy halten wir uns selber. Eine Nachricht von Voltec, Curtain Call. Hä? Hab ich die Mission nicht schon gemacht? Das machen wir. Das machen wir als nächstes. Allerdings werde ich kurz umswitchen. Kurzen Blick. Ich reise jetzt einmal. Wo ist denn der Zeller? Hm? Der Herr Zeller sitzt rum wie blöd in seinem Keller. Daten. Kill Zeller. Ah, da. Also. Warte mal. Aber wir haben ja die Taschen voll eigentlich, gell? Weißt du was, wir reisen daher, schütten die Taschen schnell aus und machen uns dann mit auf den Weg, gell? Dann werden wir diesen Herrn Zeller aus seinem Leben nehmen,
ihn aus dem Gesamtbild subtrahieren und dann werden wir mathematische Berechnungen anstellen, für was es jetzt eigentlich gut war, dass wir den Herrn aus dem Leben nehmen. Mhm. Logik dahinter brauchst du gar nicht suchen. Kann ich dazu da versprechen. So, Kate, komm her, du, alte Rumpelkammer. Hey! Ja? Was hast du denn geholzt da? Das gibst mir her. Ah. Ja. Ich zieh's jetzt einfach an, wie's mir gerade einfällt. Du kannst aber gern Kate, weil ich nicht so bin und weil ich mir einfach denk, ich glaube, das passt zu ihr, oder? Genau. Sie ist ja so eine schnittige halt, ne? Also schnittig in dem Sinne, dass er sich selbst ins Hemdle geschnitten hat. Genau. Gut. Das tun wir da einer, das tun wir da einer. Wächter des Aufsehers, den nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das tun wir weg und das tun wir weg. Genau. Dann tun wir das da einer, das da einer, das da einer. Wie gesagt, da machen wir später mal eine große Verkaufstour und werden dadurch die Falloutsche Marktwirtschaft wieder ein bisschen beleben. Damit man dann nicht unbedingt sagen kann, Herrn, was haben sie die ganze Zeit gemacht in Fallout? Weil ich bin einfach nur hin und her gegangen. So. Weil wie du siehst, unser Charakter hat ja nämlich auch nichts zu tun den ganzen Tag. Der ist ja auch nur am Herumtrödeln. Mit den ganzen Schrottlagern. Man könnte... Ja, da braucht man nichts mehr. Wieso hat sie eigentlich ihr Brünn nicht auf? Also die habe ich... Scheißen. Jetzt bin ich erst drauf gekommen, dass ich die Brünn nicht mehr habe. Oder siehst du irgendwo eine modische Brille, hä? Na, sehe ich nicht. Okay. Ist Korsett vor der Kate. Kann man das irgendwie aufmotzen, aufmöbeln? Nö, da braucht man das. Lässiges Outfit. Da ist die modische Brille. Die will ich ihrer mitnehmen. Und die will ich ihrer aufsetzen. BZW, wir würden eigentlich Punkte benötigen in puncto. Wie schaut es denn jetzt aus? Wahrscheinlich noch beschissener wie vorher. Komischerweise, das Korsett steht ihrer besser als wie der Kate. Na gut, unser Charakter ist natürlich ein exemplaristisches Sonderbild. Die strotzt nur so vor Intellektualität. Du wirst es schon sehen. Die kann da Sachen erzählen, was ihre ein anderer vor x Jahren erzählt hat und die weiß es noch immer. Gut, da braucht man nichts. Jetzt schauen wir da her. Na, können wir nicht verbessern. Eigentlich wollte ich ja noch schnell das Aufnahmeprogramm wechseln. Also was hören, wir geben die Mission dort schnell ab beim Herrn von und zu. Wie heißt's? Na, hilf mir. Bei diesem Tom, dem Tüftel, also der Tüftel-Tom. Carrington will reden. Ja. Der hat so ein bisschen zu viel eintüftelt, weißt du, jetzt stinkt er nicht nach Achselschweiß, jetzt fällt er schon im zerebralen Bereich, gell? Also Faulen heißt im Prinzip nichts anderes als wie davor stinken. Alles ruhig. Vorerst. Das freut mich für die.
Du Glori, du Glorreiche, du. Deacons Quote ist die beste. Von ihm könntest du viel lernen. Na wirklich? Ich bin meine eigene Quote im Übrigen. Unser Charakter ist ein eigener... Ah, gut, da bist du ja. Es ist da was passiert. Eine Raiderbande hat einen unserer Agenten entführt. Codename Amsel. Das Interessante daran? Wir dachten, er sei bereits gestorben. Im Unterschlupf Augusta. Desdemona klammert sich an die vage Hoffnung, dass A. Amsel noch lebt und er uns B. sagen kann, was mit den Synths in Augusta passiert ist, als der Unterschlupf fiel. Also möchte sie dich auf diese sinnlose Reise schicken. Ich werde versuchen, Amsel zurückzubringen, wenn er noch lebt. Wie du meinst. Du findest alle Details im toten Briefkasten. Raider sind nicht bekannt dafür, lebende Gefangene zu machen. Aber da du schließlich dein Leben riskierst, viel Glück. Also im Punkt B muss ich sagen, da liegt er falsch. Der hat nämlich zu viel gebamselt. Mhm. Also auf gut Deutsch gesagt ist ihm das Ding, was man bei unserem Charakter jetzt nicht sieht oder was du zwischen die Füße hast, das ist ihm leider angefallen. Jetzt hat er sich so ganz eigenartig angeguckt, jetzt sind ihm die Eier angefallen. Es läuft mehr, als man mitbekommt. Ja, komm halt die Trau Gaschen. mir. Hallo. Hey, du hast noch ein Schätzchen aufgebaut. Na, Ja, her mit den leckeren Daten. Du hast Zeit und ich habe einen neuen Ort, an dem du eines meiner Schätzchen aufbauen kannst. Alter, du kannst mir jetzt bald aus der Oder wir gehen einfach Kreuzweise. shoppen. Zeig mal, was du so hast. Alles klar. Ich muss schauen, bis wann es den Scheiß gibt, was ich will. Das muss es bei ihm geben. Guckt sich auch nicht uninteressant an, aber der Typ hat eigentlich auch nichts. So. Warum kriegt man die ballistische Faser bei ihm? Weiß ich nicht mehr. Muss im Internet schauen. Muss mich informieren. Gut. Ich werde vorerst mal diese Aufnahme beenden und werde aber dazu nochmal zurückreisen zum Mechaniker daher. Genau. Werd den Charakter nochmal kurz ausrahmen, werde dann die Aufnahme kurz beenden, werde umschniegeln aufs andere Aufnahmeprogramm, werde dort schauen, ob dort alles passt und dann sehen wir uns gleich wieder in einem kleinen Schnitt. Du wirst sehen, wie das geht. Das geht wie durch Zauberhand. Genau. Man verbinde einfach zwei Dateien miteinander. Ha, ha, ha. Also wie du siehst, ich werde versuchen, die Gags weiterhin so flach wie möglich zu halten, denn anders darf man sich ja heute nicht mehr ausdrücken. Genau, also je flacher die Gags, umso flacher. Bis zum nächsten Mal. Baba.